Kaiserslautern, ihr tüchtigen Radfahrer. Ich begrüße euch zunächst mal im Namen der Friedensinitiative Westpfalz, die versucht hat, hier dieses kleine Treffen zu organisieren. Ihr nötigt uns ja einen Mordsrespekt ab über euer Fahren. 335 Kilometer über Tal und Berg, das ist nicht von Pappe. Und ihr tut das ja ganz unkapitalistisch. Nicht für Geld oder für einen Preis, sondern um des Friedens willen, für eine Welt ohne Atomwaffen. Eine Vision einer atomwaffenfreien Welt ja dargestellt in Prag. Die alten Herren werden nie mehr mit euch mitfahren, aber vielleicht gelingt es Obama, für die nächste Fahrt zu gewinnen, warum auch nicht? Der Ministerpräsident Beck, hier für Rheinland-Pfalz zuständig, ist auch nicht mitgefahren, vielleicht ist er auch schon zu alt, aber hat uns ein schönes Grußwort geschrieben. Darin heißt es unter anderem, die Radsportlerinnen und Radsportler heiße ich auf der rheinland-pfälzischen Teilstrecke herzlich willkommen. Ich begrüße die Ziele der Bargemakers. Wir leisten in Rheinland-Pfalz unseren Beitrag zu diesen Zielen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung befürwortet mit Nachdruck ein atomwaffenfreies Deutschland und Europa. Ich weise in Gesprächen mit US-amerikanischen Regierungsvertretern immer wieder auf die Notwendigkeit des Abzugs aller taktischen Atomwaffen aus Deutschland hin. Noch ein ganz kleiner Hinweis, heute hat hier jedermann die Gelegenheit, eine Postkarte an Obama zu schicken zu seiner Prager Vision und auch an Bundeskanzler Merkel mit der Aufforderung, unsere Ziele zu unterstützen. Und unter Weichel, den ich hier auch nochmal herzlich begrüße. Und meine Damen und Herren, ich mache es wirklich ganz kurz. Ich begrüße Sie aufs Herzlichste hier in Kaiserslautern auf dem Rathaus-Burg-Platz und will Ihnen einfach sagen, dass das, was Sie tun und wie Sie es tun, meinen großen Respekt hervorrufen. Ich weiß selbst, komme aus der AKW-Bewegung und habe auch Lichterkettenproben im Hunsrück gemacht und weiß, was man dazu braucht. Einen langen Atem. Und diesen langen Atem beweisen Sie, indem Sie es praktisch direkt umsetzen. Sie fahren 335 Kilometer. Ich könnte das heute nicht mehr. Der Kollege Kohlstock hat eben von alten Herren gesprochen. Da sortiere ich mich auch irgendwo ein mittlerweile. Also, was Sie tun, tun Sie für eine wertvolle Sache. Und diese Friedensbewegung und die AKW-Bewegung sind ja jetzt schon mehr als 30, 35, 40 Jahre alt. Und das zeigt ja, was man braucht, nämlich einen langen Atem. Und ich sage Ihnen einfach, Respekt vor dem, was Sie tun, und machen Sie das weiter so. An die Flugtagskatastrophe von 1988 angekommen sind. Es
Es hat eine Zeit lang gedauert, bis dass die Angehörigen, die sich bis heute regelmäßig treffen, einen adäquaten Ort gefunden haben, weil auf der Base das amerikanische Recht gilt und die Initiative hat hier einen Platz gefunden, wo sie des Atombombenabwurfs auf Hiroshima am 6. August gedenkt, und dazu seid ihr ja auch ein Stück unterwegs, das zu erinnern, dass die Frage der Atomwaffen nicht eine Frage ist, die man so ein bisschen mit dem Deckmäntelchen belegt und versteckt, sondern dass man da öffentlich für auftritt und sagt, Deutschland soll atomwaffenfrei sein. Und ihr mit dieser Parchemaker-Tour verbindet das mit dem sportlichen Ehrgeiz dieser Radtour. Hat der Oberbürgermeister Weichel, der euch vorhin begrüßt hat in Kaiserslautern, sich auf den Weg gemacht, diese Mayor for Peace Aktion des Bürgermeisters von Hiroshima zu unterzeichnen. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde und der Stadt Landstuhl hat das schon getan. Das ist mit ein Verdienst eurer Tour, dass die Bürgermeister an dieser Stelle darauf aufmerksam werden, dass die Atomwaffen, auch die Lagerung, schon zu einem Risiko wird. Auf diese Airbase und dann gerade guten Mutes für den Frieden und für eine atomwaffenfreie Zeit weiter nach Bretten.